Servus und habe Dere beieinander zu einer neuen Folge Viva la Movolution Podcast, zu unserem stiefmütterlich behandelten Format Wer bist denn du? Der Esel nennen sie bekanntlich immer zuerst, ich bin der Mike und mit mir im Studio der Corby. Corby, habe Dere, wie geht es dir? Ja, Mike, hi. Mir geht's super. Wir haben ja halt auch grandiose Gäste in Wer bist denn du? Oh ja. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir schon 2 gehabt und das hat sich ja sehr gut bewährt. Deswegen haben wir das heute auch im Doppelpack. Genau, doppelt hält besser. Wir haben mit dabei den Florian Ecker, Regisseur von Drut und Krampus, der das Jahr im Hardline-Klaffer ist. Servus Florian, habe ich die Ehre. Ja, hallo, danke, dass ich da seid, ja. Immer sehr gerne. Und mit dabei der Lukas, der den Soundtrack gemacht hat zu Krampus. Servus Lukas. Hey, ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Sehr schön, sehr schön. Wir haben, wie gesagt, im Hardline schon das Vergnügen gehabt, dass wir uns kennenlernen. Aber ganz früh da draußen kennen euch noch nicht. Also fangen wir mit dem Flo einmal an. Florian, wie schaut es bei dir aus? Stell dir mal vor, alle Leute, die dich noch nicht kennen, das ist deine Plattform. The show is yours. The stage is yours. Mein Name ist Florian Ecker. Ich bin eigentlich hauptberuflich Lehrer, mache Filme aus Leidenschaft und komme aus Niederbayern, aus dem Rottal, falls es jemand kennt. Bin jetzt gerade so ein bisschen auf Festivaltour mit meinem neuesten Film oder mit unserem neuesten Film, nämlich ein Krampus. Und wir schauen wir mal, wo es hingeht mit dem Ganzen. Sehr schön. Und Lukas, wie schaut es bei dir aus? Was müssen die Leute von dir wissen? Ja, also genau, ich bin Lukas, ich bin 25. Genau, ich komme aus der Region Frankfurt. Deswegen kenne ich Flo auch eigentlich meistens bei den Projekten eher über online. Aber jetzt haben wir uns tatsächlich das erste Mal gesehen in Bayern auch für das Projekt Krampus. Genau, und ich mache immer die Musik für die Filme, bin Musiker und Komponist. Hast du dann neben Krampus bei allen anderen Filmen vom Florian mitgewirkt oder nur bei 2, 3? Ja, tatsächlich ist das jetzt die 4. Zusammenarbeit, kann man sagen. Also ich glaube, davor hattest du noch einen anderen gemacht, oder? Kann es sein? Aber müssten jetzt quasi fast alle gewesen sein, ja. Ja, also es waren eigentlich fast alle. Also der allererste, den ich gemacht habe, der war noch ohne Lukas und dann ab dem zweiten, oder beim zweiten hat er mal über Instagram geschrieben, ob er die Filmmusik machen darf. Und dann habe ich gesagt, ja, passt. Und seitdem arbeiten wir eigentlich zusammen. Genau, sind wir langjährige Kollaborateure. Genau, ja. Sehr schön. Hast du dann für andere Filme dann auch schon Musik gemacht oder jetzt bist du nur auf den Florian fixiert? Also ich bin auf jeden Fall sehr auch mit auf den Florian fixiert, also wir verstehen uns sehr gut. Ja. Genau, aber also ich habe auf jeden Fall auch andere Projekte gemacht und auch so ein bisschen für Werbung teilweise Musik gemacht, aber genau, bin halt voll Fan von so Genre-Sachen, deswegen passt das mit Florian eigentlich ziemlich gut mit der Filmmusik, ja. Jetzt nur mal zum Verständnis. Also der Florian hat, ohne dass er einen Aufruf gemacht hat, von dir Nachricht bekommen, ob du den Sound machen darfst. Ja, sozusagen. Also ich habe ihm geschrieben, ich mache sehr viel Filmmusik und ich finde die Geschichte ziemlich cool von deinem Projekt. Genau, er hatte da auch, glaube ich, bei dem ersten Projekt viel auf Instagram zu erzählt so und geschrieben. Deswegen habe ich ihn einfach mal angeschrieben und dann hat das irgendwie gut funktioniert, genau. Wow, hast du ein Glück. Ja, also wir beide, glaube ich. Also es war echt ein Glücksfund für uns beide, weil der Lukas kehrt eigentlich jetzt einfach schon zur Mannschaft dazu und das ist ein Teil von unserem Stil. Genauso zum Beispiel mein Kameramann, den habe ich auch glücklicherweise übers Internet kennengelernt. Es hat, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Social-Plattform hat es gegeben, Jodel. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Aber das ist sowas sehr Regionales. Also da wie Twitter quasi, nur anonym und regional. Und da hat einer mal so einen Aufruf gestartet, dass man ihm doch über die und die andere Plattform schreiben kann, um dass lokale Filmemacher irgendwie zusammenkommen. Und das hat meine jetzige Frau, damalige Freundin, gefunden und mir geschickt.
Und dann habe ich mich da bei ihm geriert und dann habe ich ihn kennengelernt. Und dann haben wir da auch zusammengefunden. Also nur durch so Zufälle findet man sein Team irgendwie und das ist eigentlich ganz cool. Und seit 7 Jahren arbeite ich eben jetzt einmal mit dem Lukas und mit meinem Kameramann an Dominik Kudrowski auch zusammen. Also von dem her, ja. Das ist ja wie beim Tarantino. Ja. Hey, stark. Wahrscheinlich, wenn wir das jetzt irgendwie pitchen würden, als Film, würde irgendjemand sagen, ja, so ein Krampf, das passiert in Wirklichkeit nie. Das gibt's in echt überhaupt nicht. Ja. Florian, du bist sehr fixiert auf bayerische Folklore in deine Filme. Cool. Warum gerade die? Weil es mich interessiert. Also man muss anders sagen, es hat mit einem anderen Kulturraum angefangen, ursprünglich. Also auch dieses Folkloristische und so weiter. Ich habe nämlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin eigentlich Lehrer für Englisch und Rallye und habe meine Abschlussarbeit in Englisch geschrieben. Und da wollte ich über einen Film schreiben. Also meine Zulassungsarbeit war das. Und ich habe nicht gewusst, über irgendwelchen Film ich schreiben soll. Ich habe gewusst, dass es irgendwie ein Horrorfilm sein soll, aber noch nicht ganz die Direction gewusst. Und dann bin ich irgendwie auf The Wicker Man gestoßen. Ich weiß nicht, den kennt ihr bestimmt aus den 70er, den Originalen. Ja. Und den habe ich mir angeschaut und habe mich irgendwie verliebt in das Ganze, in diesen Flair, in die Atmosphäre. Meine Zulassungsarbeit ist dann drum gegangen, dass ich den Film mit dem schlechten Remake mit Nicolas Cage verglichen habe. Not the Bees! Genau. Und dann versucht halt herauszufinden, was da schiefgelaufen ist. Und aber dieser Wickerman hat mich irgendwie nicht mehr loslassen, weil der so eine ganz eigene Atmosphäre hat und eine ganz eigene Stimmung und die sich so spannend gefunden hat, wie der so diese englischen und britischen Traditionen so ein bisschen verwurstelt miteinander und dadurch eine ganz eigene Stimmung kreiert, die total toll ist. Und dann haben wir gedacht, naja gut, in Deutschland gibt's ja auch so ganz viele so Sachen, so Brauchtum, Tradition, Geschichten, Legenden. Und dann habe ich mich einfach da so ein bisschen informiert und seitdem bin ich in diesem Trakt da so ein bisschen drin. Und das taugt mir vorher, weil mir das Genre Folkhorror total taugt. Kannst du vielleicht für die Hörer, die jetzt deine Filme noch nicht gesehen haben, dass wir mal so die einzelnen Titel durchgehen. Ich glaube, dein erster öffentlicher Film ist ja 2019 rausgekommen, wie Blätter im Wind. Kannst du da beschreiben, um was es geht? Ja, da geht's um eine Studentin, die nicht wirklich weiß, wo es hin mag. Die hat einen Traum, eben so ein bisschen künstlerisch aktiver zu sein. Ich glaube, Tänzerin mag's werden oder zumindest in die Richtung soll es halt gehen, aber auf der anderen Seite ist das Studium und das ist so dieser innere Zwiespalt zwischen Sicherheit und kreativem Output oder kreatives Leben und das habe ich so ein bisschen verarbeitet, weil ich da auch währenddessen ich das gemacht habe, auch so ein bisschen im Studium war und halt auch selber nicht ganz sicher war, okay, mag ich die Sicherheit und gehe diesen Lehrerweg oder gehe eher so ein bisschen den eher unsicheren, aber kreativen Weg mit Filmemacher. Jetzt habe ich irgendwie so eine Mischform gefunden. Genau. Also das ist der erste Film, den ich auch schon mit einem kleinen Team gemacht habe, eben mit dem Lukas und mit dem Dominik. Genau. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt ungefähr, wo du da angefangen hast so? Den habe ich 23. Mit 23 habe ich den fertiggestellt. Den ersten Film, den ich gemacht habe, war glaube ich mit 21, der aber nicht veröffentlicht ist. Genau. Und dann seit ich 21 bin, glaube ich, mache ich das ungefähr. Also seit 10 Jahren jetzt. Pi mal Daumen. Andere Link, der schwimmt die ganze Zeit irgendwo besoffen mit 21 und du drast Filme. Saugeil. Ja. Ja, sehr cool. Und mit dem war es dann bei der U-Finale, oder? Genau, das war mein erster Filmpreis auch. Also ich habe den anderen, den wo ich davor gemacht habe ich auch schon eingereicht. Der hat nichts gewonnen bei der U-Finale in Niederbayern und bei Die Blätter im Wind hat dann was gewonnen. Also das war mein erster Filmpreis, Niederbayerischer Jugendfilmpreis. Was der sehr, sehr, kann ich einfach auch, wenn da jetzt jemand zuhört und ein Jungspund ist aus Niederbayern und auch gerne Filme macht, kann ich das nur ans Herzen legen. Das ist ein super Festival, wo man auch viel connecten kann und wo auch die junge Filmszene supportet. Und mit dem habe ich dann tatsächlich auch im bayerischen Jugendfilmpreis gewonnen, aber nicht, wo man, also nicht den regulären, sondern das war während der Corona-Zeit und da hat man so Einspieler machen müssen. Also selber den Film vorstellen müssen. Und meins haben es so lustig gefunden anscheinend, dass ich da dann auch einen Preis gekriegt habe. Genau. Also da bin ich nämlich mit dem Rasenmäher
umeinander gefahren und habe mich gefilmt und habe dann, während ich auf dem Rasenmäher war, eingesprochen, welchen Film sie dann singen und habe das dann untertitelt. Und das war irgendwie was ganz Banales, so für 30 Sekunden, aber das haben sie anscheinend so gut gefunden, dass ich da auch noch einen Preis gewonnen habe, genau. Das ist ja geil. Cool. Ja, lustigerweise, 10 Jahre zuvor habe ich bei der U-Finale in Vilsbiburg teilgenommen. Ah, super. Aber ich hab gerade keinen Preis gekriegt. Ah, okay. Was hast du da bitte gemacht, Corby? Das war ein Zusammenschnitt damals von der ersten Staffel von Wombel TV. Und das ist sehr, sehr gut angekommen. Wir haben sehr viel Applaus bekommen. Aber da war so eine dämliche Filmgruppe aus Vilsbiburg, die natürlich dann lokale Punkte da gekriegt hat. Und Die mit Rasenmäher rumgefahren sind. ja. Und dazu muss man sagen, also rein vom Filmischen her war das, was ich gemacht habe, also unter aller Kanone. Da ist dein Niveau so dermaßen krass. Also ich habe mir heute erst nochmal den nächsten Kurzfilm dann von dir angeschaut, die Kornmuhme. Und also, Mike, das wird dir auch sehr gut gefallen. Da merkt man nämlich dann auch schon, woher dann das von Krampus vor allem kommt. Drut ist ja dann doch nochmal ein bisschen anders. Aber Kornmuhme habe ich mir gedacht, boah, also allein wieder dieses Gestell, das sie da draht, wie gruselig das ausschaut. Und natürlich hast du das dann ja auch mit dem Feld sehr geil inszeniert. Ich habe auch schon wieder diese Eggers-Vibes gehabt. Also wie stark ist der eine Beeinflussung für dich? Ja, sehr stark. Also tatsächlich, also ich habe 2016 The Witch im Kino gesehen und da war ich tatsächlich, ehrlich gesagt, hat er mich da noch nicht so umgehauen. Das ist erst im Nachhinein gekommen und bei mir ist so ein komisches Ding, manchmal bleiben die Trailer irgendwie mehr hängen als der eigentliche Film bei mir, wenn er gut ist. Und der The Witch Trailer ist fantastisch. Und dann habe ich mir den immer wieder angeschaut und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich den Film noch mehr an und dann habe ich noch mehr angeschaut. Und der hat sich immer mehr eingraviert in meinen Kopf. Und seitdem verfolge ich einfach diesen Regisseur und schaue, was der so macht. Und habe ganz viele Interviews gesehen von dem. Und der inspiriert mich schon sehr, muss ich sagen. Und vor allem seine Philosophie, die wo ich mir hauptsächlich, glaube ich, auch abgeschaut habe. Nämlich, ich habe mal so ein Interview gesehen von ihm, wo er gesagt hat, dass um eine gescheite Atmosphäre zu kreieren, ist es wichtig, dass alles so authentisch wie möglich ist im Film. Und so 1, 2, 3 Filmfehler, keine Ahnung, wenn jetzt beim Krampus zum Beispiel, oder weiß jetzt nicht, wenn das jetzt nicht der richtige Stoff ist beispielsweise, oder man irgendwo einen Lampenhänger sieht und so weiter, das verzeihen da vielleicht die Zuschauer, aber dann beim 4., 5. nimmer. Also deswegen war das zum Beispiel beim Krampus, habe ich da wahnsinnig viel auf Authentizität gesetzt, damit ich da so eine Atmosphäre kreiere. Und das habe ich mir so ein bisschen abgeschaut von ihm, muss ich gestehen. Genau. Wobei ich sagen muss, es war damals wirklich schwierig, weil wir waren damals extra im Fantasy-Filmfest wegen The Witch durch diesen Trailer. Und ich finde, dass der Trailer einen anderen Film verkauft hat. Ja? Weil der geht eher in die, also ich meinte, das war so ein Jumpscare-Fest à la The Conjuring oder sowas in der Richtung und dann kriegst du das vorgesetzt. Und uns ist damals genauso gegangen, wir sind aus dem Film raus, der Kani, der Seppi und ich, Kopfschütteln und haben gesagt, das war jetzt gut, aber anders als erwartet. Und dann bin ich eine Woche später nochmal in die deutsche Vorführung gegangen im Kino, bei uns, in Deutsch. Und dann hat er mich wegblasen gehabt. Dann hast du gewusst, auf was lässt die ein. Und dann, dann hat er so richtig wirken können. Aber das war auch bei mir auch so ein wenig eine schwere Geburt. Bleiben wir vielleicht noch kurz bei der Kornmuhme. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja so der erste Step in Richtung Folklore von dir gewesen. Wie bist du da drauf gekommen? Also ich habe den Kurzfilm gesehen, deswegen weiß ich es. Zumindest steht am Ende in die Credits was drin, wie du da drauf gekommen bist, aber ist jetzt auch nicht so, du weißt es anscheinend selber nicht mehr. Also meinst du dieses Gedicht, das oder Ja, dieses, ja. das ist erst danach gekommen tatsächlich. Also ich bin Okay. nicht durch das Gedicht draufgekommen. Ja, dann wird's nur interessanter. Ja, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Also ich habe nachdem ich eben habe ich vorhin erzählt, diese Arbeit geschrieben habe ich mich so ein bisschen aufgemacht und habe geschaut, okay, was gibt's denn eigentlich im deutschsprachigen Raum? Welche Mythen, Legenden? Ich meine, so ein Krampus oder so, den kenne ich ja auch, weil ich da eben aufgewachsen bin, aber mehr habe ich tatsächlich gar nicht mal so kennt.
Außer halt so diese Grimmschen Märchen und so weiter, die schon, aber ansonsten nicht so viel. Und ich hab mir auch ein Bier gekauft, und da war dann, ich glaube, diese Geschichte von dieser Kornmuhme, und dann haben wir gedacht, aha, okay, interessant, oder Roggenmuhme hat's da geheißen. Und dann habe ich die ein bisschen gegoogelt, habe da ein paar Nachforschungen getrieben, und dann haben wir gedacht, geil, ich wollte eh schon mal irgendwas im Fädel dran, weil ich finde das wahnsinnig ästhetisch, so ein Weizen- oder Gerstenfeld. Und dann da sie das ja ziemlich gut anbieten, vor allem wenn man das dann nur so mit so einer so märchenhaften Story irgendwie verbindet. Dann habe ich mich aufgemacht, habe da ein bisschen recherchiert, bin dann eben auf dieses Gedicht gestoßen und habe mir gedacht, na gut, bei Wie Blätter im Wind habe ich auch schon ein paar Gedichte benutzt. Vielleicht ist es so mein Ding, einfach Gedichte zu benutzen. Und dann habe ich das irgendwie so mit eingebaut. Genau, und dann hat sich die Story so ein bisschen entwickelt. Ich meine, groß ist die Story eh nicht, aber ja. Ist die Moral von der Geschichte, dass man einfach scheiß Felder in Ruhe lassen soll? Ja, na. Na, mir ist vor allem darum gegangen, dass man sagt, was Geschichten in einem verändern können. Weil ich weiß noch, als ich klar war, da bin ich mal zu meiner Nachbarin umgegangen und dann hat mir die so eine Gruselgeschichte erzählt. Da ist irgendwas komplett anders gegangen. Aber das hat mir dann schon so ein bisschen meine Wahrnehmung so ein bisschen verändert. Da ist so um Fenster gegangen und so weiter, dass da einer geklopft hat und so weiter. Und dann hab ich immer so ein bisschen Angst gehabt, beim Fenster aussehen zum Schauen. Oder zum Beispiel, meine Schwester hat mir erzählt einmal, dass im Wald bei uns eine Hex gibt. Und seitdem ist das der Hexenwald. Ja? Und das wollte ich so ein bisschen vermitteln, weil jetzt bei der Kornmuhme, da geht es auch darum, dass eben Kinder ja, Kornblumen pflücken im Getreidefeld. Und Oma schimpft's dann, weil damals ja das Korn und heute ja auch noch sehr viel wert ist und man da nicht einfach reingehen soll und die ganzen Weizen zertrampeln soll. Und erzählt ihnen dann eben von diesem Kinderschreck eigentlich, die Kornmuhme. Und das graviert sie dann so ein bisschen in den Kopf von der Protagonistin ein und am Schluss sieht's dann ja auch in echt dann die Kornmuhme in dem Fädel drin hat. Also ihre Wahrnehmung hat sie dann dadurch eben auch geändert durch diese Geschichte, die sie erzählt bekommen hat von ihrer Oma. Und das war eigentlich so der Sinn hinter dieser ganzen Story. Hast du da also einfach eine Genehmigung gekriegt, dass du in dem Feld drehen hast dürfen? Das gehört uns tatsächlich. Das ist Dann. verpachtet, das ist hinter unserem Haus, also von meinen Eltern zumindest. Okay. Genau, von dem her hat es schon passt, glaube ich. Perfekt. Der Bauer hat sich nicht beschwert, also von dem her hat es schon passt. Ich kann mir vorstellen, wenn man da jetzt jemanden fragt, der nicht unbedingt mit einem verwandt ist, dem das Feld da gehört, Ja. dass der das nicht so cool findet. Aber ich muss dazu sagen, wir haben ja hauptsächlich, man sieht es ja ab und zu, wir sind ja eigentlich fast nur in diese Furchen vom Bullock umeinander gerannt. Und auch der Kameramann dann parallel quasi, also die Evi, die Hauptdarstellerin in der einen und der Kameramann in der anderen. Also von dem her haben wir da schon ein bisschen aufpasst, so ist es nicht. Ah, sehr cool. Perfekt. Also, bevor wir jetzt gleich auch nur über Drut und Krampus reden, mache ich ja kurz Werbung für deinen YouTube-Kanal, weil da sind ja diese ganzen Kurzfilme auch drauf. Das finde ich natürlich auch super. Zum einen natürlich für uns zur Vorbereitung, aber als ich im Fright Nights Drut gesehen habe, ich bin so gehypt heimgekommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, so, ich musste jetzt Ohren von diesen Kurzfilmen sagen. Und wenn du was Schlechtes zum Sagen hast, dann gehst bitte einfach. Scheidungspapiere incoming. Aber die ist auch da gesessen, hat Gänsehaut gehabt und hat gesagt, boah, sind da nur solche Kurzfilme gelaufen? Und ich gesagt, ja, das war schon jetzt einer der besten. Das schreiben wir, ja, danke. Aber ganz, ganz große Frage natürlich, wenn du mit deiner Festivaltour fertig bist, kommt Krampus dann auch auf YouTube? Ja, also so habe ich es vor, auf alle Fälle. Also das wird jetzt noch ein bisschen dauern. Genau. Also dass ich ab 5. Die Heimatpremiere, 5.12. und danach Kinopremiere durch Niederbayern. Genau. Und dann ist nur unsicher, wann ich letztendlich dann auf YouTube stehe, ob es nach dem Kinotour oder dann ein Jahr später, wobei das dann schon ein bisschen lang ist. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber ansonsten, genau. Kommt auf alle Fälle irgendwann einmal auf YouTube. Du kannst natürlich ja den Jahrestag der Weltpremiere hernehmen. Stimmt, das war auch eine Möglichkeit. Stimmt. Ja. Fragt seinen Corby, der kennt sich aus. Gibt's eine Blu-ray mit alle deine Kurzfilme? Die brauche ich fürs Regal. Vielleicht irgendwann einmal, weiß ich noch nicht. Unbedingt. Die Erstellung kostet 2 wahrscheinlich. Vor allem Günther Brandl, der kann da bestimmt was managen. Ja, passt. Sowas wäre tatsächlich eine richtig coole Kickstarter oder
wie heißt Start Next Kampagne, Mhm. dass du die Kornmume, Drut und Krampus auf eine Blu-ray draufpackst. Ja, Folk Horror Trilogy Ja, genau, of ja. Doom. Das war echt cool. Genau, dann wir schneiden euch dann nur das Interview, das wir mit euch gemacht haben, Ja, als vom Bonusmaterial. Hardline. Das ist dann das Bonusmaterial. Sehr und gut. Wir würden, also das ist wegen unserer grenzenlosen Gutmütigkeit selbstverständlich dann Werbung dafür machen und Zitat für die Blu-ray Sehr euch gut. spenden. Passt, dann ist das ja schon mal gebombt. Macht es. Passt. Ja, wahrscheinlich, ich hab schon mit zusammengerechnet. Ich habe jetzt irgendwie 30 Minuten, dann 25 Minuten und dann 15 Minuten. Also 1,5 Stunden sind es noch nicht ganz. Also einen müsste ich vielleicht noch dazu schieben, dann haben wir ein abendfüllendes Programm. Also von dem her, genau. Ja, passt. Wir suchen ja nach wie vor noch jemanden, der die Viva la Movilusion-Story verfilmen möchte. Die Rechte waren günstig zum Abgeben. Sehr günstig. Und jetzt hätte ich eine Frage an Lukas. Und zwar, wie gehst du ran, wenn du für einen Film einen Soundtrack machst? Wir haben ja schon mal einen Komponisten da gehabt, der hat auch ein bisschen was verzeiht, wie er das macht. Wie gehst du ran? Musst du den Film vorher singen? Musst du nur wissen, um was das geht? Bist du mit dem Florian gehirntechnisch schon so verschmolzen, dass der genau weißt, was er möchte? Wie macht es das? Ja, also bei Florian ist das Besondere, glaube ich, dass wir beide diese Horrorfilme sehr, sehr mögen, von Robert Eggers und so weiter. Das heißt, wir wissen beide ungefähr, in welche Richtung wir gehen wollen, so atmosphärisch. Und normalerweise würde ich sagen, steige ich erst dann ein, wenn der Film fertig ist. Also dann quasi, wenn der erste Schnitt da ist und dann komponiere ich so die ersten Melodien. Aber wir haben das jetzt tatsächlich so gemacht, dass wir halt schon dann bei der ersten Drehbuchfassung hat er mir das gleich rübergesendet und dann haben wir gleich so Ideen ausgetauscht. Genau, deswegen ist das ein bisschen besonders, dass ich hier quasi schon relativ früh anfange mit Ideen sammeln. Genau, ansonsten ist auch sehr cool, dass Florian immer solche Spotify-Playlisten erstellt, wo er so Inspirationsmusik, die er vielleicht beim Schreiben hört oder sich für den Film vorstellen könnte, mit reinpackt. Genau, da packe ich dann auch, oder ich mache dann auch ein paar Vorschläge an Musik, was ich mir gut vorstellen könnte. Und dann ist das immer ganz gut als Inspiration. So, dann hat man so 2 Stunden oder 1 Stunde Musik, um sich so in die Atmosphäre rein zu versetzen. Und dann komme ich da dann irgendwie auf die Ideen. Genau. Ja. Und also bekommst du dann da den Rohschnitt? Also, oder was heißt Rohschnitt? Kriegst du den Film fertig geschnitten und machst dann da die Musik drüber oder kriegst du da Szenen? Also normalerweise kriege ich den Rohschnitt, dass ich dann die ersten Musikentwürfe drauf komponiere und dann wird meistens der Film nochmal umgeschnitten, dann so ein bisschen auf die Musik und die Musik ändert sich dann ein bisschen vom Tempo und so weiter. Jetzt mit Florian haben wir es aber tatsächlich schon so gemacht, dass er so genau weiß, wie das Tempo und so weiter sein soll, dass ich dann immer schon den fertigen Schnitt bekomme quasi, also ohne Musik. Und er weiß schon genau, okay, so, jetzt muss ich langsam steigern und hier ist ein Schnitt und so weiter. Und ja, ist auf jeden Fall spannend. Das heißt, dann fängt bei mir so die richtige Feinarbeit an, würde ich sagen, wenn schon der fertige Schnitt da ist, genau. Ah, cool. Hast du noch irgendwelche andere Komponisten, wo du sagst, in der Filmgeschichte, die haben mich beeinflusst, die finde ich super? Boah, also natürlich Klassiker sind so John Williams und Hans Zimmer und so weiter, die auch sehr, sehr coole Musik machen. Ich muss aber sagen, dass die meisten Komponisten, die ich richtig cool finde, was Filmmusik angeht, dass die so aus den letzten Jahren oder sag ich mal 10 Jahren kommen. Also für mich so gerade eine sehr große Inspiration ist Mika Levi. Und zwar ist da bei der Komposition sehr interessant, dass da so, ja, ich sag mal eher experimentelle Musik im Film verwendet wird. Also die hat zum Beispiel die Musik zu Under the Skin gemacht. Also so ein Der Scarlett Johansson-Film, oder? Genau. Relativ unbekannter Horrorfilm. Aber ich finde das sehr interessant, wenn so experimentellere Musik auch mal quasi bei Filmen eingesetzt wird und man gar nicht so genau weiß, das klingt irgendwie komisch.
Aber ja, ich bin überrascht, wie cool das wirkt. Deswegen, genau, das ist so eine große Inspiration für mich, würde ich sagen. Mhm. Wir haben ja jetzt gerade schon über Campus gesprochen, aber dadurch noch einen Kurzfilm übersprungen und das würde ich ganz gerne an Mike erzählen lassen, weil nur durch Mike habe ich diesen Kurzfilm auch sehen dürfen und da gibt es ja schon eine schöne Geschichte. Ach so, ja, gerne. Also ich bin ja damals in der Jury gewesen vom Fright Nights Film Festival und wie ich dann diesen endlosen Wulst, diese Welle an Kurzfilmen gesehen habe, die ich da alle schauen hab müssen und klicken mich da so durch, denke ich auf einmal Trud. Da denke ich mir, ja, leck mir am Arsch. Von dem habe ich ja schon gehört, das ist ja der von Florian Ecker. Habe ich noch nicht gesehen gehabt, das Ding, und schau mir den an. Und dann, weiß ich nicht, 25 Minuten später sitze ich 23 auf der Couch. Dann habe ich gewusst, okay, das Ding braucht man mir auf jeden Fall, weil der macht was mit einem. Auf die kurze Zeit schafft's der, dass ich mit meinen 40 Jahren da sitze wie der Schulbub und trän's da. Der hat was gemacht, der Mann. Und das gehört auf alle Fälle mit mehr Leid teilt und vor allem auch dann im Kino. Und dann haben wir gesagt, der muss unbedingt da ins Fright Nights. Und du hast ja dann den Preis der Jury auch gewonnen. Und das auch völlig zu Recht. Und ja, wie gesagt, deswegen war das für mich eine ganz einfache Geschichte, das kostet im Hardliner Krampus, weil ich gewusst, das wird endlich geil. Also du, dein Niveau, das du bei uns hast, das ist schon sehr hoch. Also das ist schon ein Name, wo man dann weiß, okay, da kommt was auf uns zu. Das wird stark. Ja, das ehrt mich sehr, aber das setzt mir ein bisschen unter Druck, ehrlich gesagt. Von dem her. Ja, das ist ja gut so. Das ist ja gut so. Also, da vielleicht auch bei der Viva Illusion Story erwartet keiner so ein Meisterwerk. Das heißt, wenn du jetzt mal wieder was reinschieben willst, was jetzt nicht unbedingt ganz so an Robert Eggers rankommt, die Rechte sind günstig zum haben. Sehr gut. Okay, jetzt habt's mir was gemacht. Jetzt bin ich gespannt auf die Story dann. Die könntest du mir ja gerne erzählen. Was ich bei Trud auch sehr cool fand, du hast ja auch die Band von deinem Bruder eingebaut, Sucking Leech. Dein Bruder ist ja der Blattsacker und das ist ja, glaube ich, eine Flagge im Zimmer von dem Burm und man hört da, glaube ich, 2 Lieder von Sucking Leech in dem Film. Fand ich super, ich bin ja schon jahrelang ein Fan und habe die Bagage schon ganz oft live gesehen und dein Bruder hat mir schon öfter erzählt, ja, mein Bruder, der macht da Filme und so. Denke ich mir, ja, was werden das wieder für Genkerl-Filme sein, was da dein Bruder macht? Und dabei ist dann da ein Schuh draus geworden, wie es geheißen hat, du bist das. Aber ich denke, ja, leck mir am Arsch, die Welt ist klar. Und deswegen fand ich das ziemlich cool, dass da Sucking Leech in Trud mit dabei ist. Ja, die wird immer ziemlich eingebunden, meine Familie, bei meinen Filmen. Das ist eigentlich immer ganz cool. Also bei der Trud war es ganz special, weil mein Bruder halt gesagt hat, ich kann die Musik her nicht mehr von einer, wenn ich mag. Und das hat halt gut dazu passt, weil der Bub hat halt da in der Story ein Ventil braucht und das war halt in dem Fall jetzt halt diese harte Musik. Aber mein Bruder hat mir da auch ganz viel Material gegeben für sein Zimmer, also ganz viel Poster, jetzt nicht nur von Sucking Leech, sondern von ganz andere Bands aus den 90er, irgendwie aus der Metal-Richtung, ich kenne mich da nicht so aus, aber die Insider werden wahrscheinlich das ein oder andere dann schon erkennen. Und das war eigentlich ganz cool, genau. Kannst du vielleicht kurz umschreiben, um was es in Trud genau geht, beziehungsweise vielleicht anders, weil spoilern wäre jetzt eigentlich blöd, weil dann nimmt man diesen, wie bei Mike, man sitzt da und heult, Effekt, sondern wie bist du denn da drauf gekommen? Also ich habe davor wirklich noch nie was von diesem Geistviech gehört, also wirklich nicht. Ja, nicht. Also bei mir war es tatsächlich ähnlich. Nach der Kornmuhme habe ich mir gedacht, okay, ich mag in der Richtung bleiben, weil ich gemerkt habe, okay, erstens macht mir das total viel Spaß, in diese Sagengestalten einzutauchen und diese ein bisschen auseinanderzunehmen und zu analysieren. Und zweitens habe ich auch gemerkt, dass das eigentlich ganz gut ankommt so. Und dann haben wir gedacht, na gut, dann bleibe ich jetzt irgendwie in der Schiene, wenn ich mich da so wohlfühle. Und habe mich dann noch ein bisschen erkundigt, was es denn noch so gibt. Und dann hat irgendwann einmal mein Vater zu mir gesagt, Bub, druck die Trud. Dann habe ich gesagt, was heißt das? Und dann hat er mir eben erklärt, dass man das damals so gesagt hat, wenn einer ein schlechtes Gewissen gehabt hat, druck die Trud. Und dann habe ich gesagt, was ist denn eine Trud?
Und dann hat er halt mir von dieser Sagengestalt erzählt. Und diese Sagengestalt im Bayerischen oder im Alpenländischen heißt es eben Trud. Wenn man weiter in den Norden aufgeht, heißt es Alp. Das sind so Druckgeister, die auf Nacht eben kämen und sie auf den Schlafenden sitzen und den nicht schlafen lassen eigentlich und den so ja ein Gewicht auf die Brust geben. Und für mich war das so also meine Interpretation von der Truhe, das ist halt so das typische Gefühl vom schlechten Gewissen, weil wenn man ein schlechtes Gewissen hat, irgendeinen Schmarrn baut hat, dann hat man auch so einen Druck auf der Brust. Und um das geht's eigentlich in dem ganzen Film, um dieses Gefühl von diesem schlechten Gewissen. Also Wahnsinn, echt. Ich bin zum einen begeistert, was es anscheinend nicht alles nur für Sagengestalten hier im Bayerischen gibt, aber auch zum anderen, wie du das halt umgesetzt hast. Also das ist wirklich und ja, du bist jetzt echt schlecht fühlen am Meisterwerk. Okay. Wir werden ja öfter gefragt, hey, mit dem Podcast, ihr seid doch da so auf Festivals, ja, kannst du da mal was sagen, was sieht man denn da, was dann irgendwie so besonders ist? Und es ist immer Drut dabei. Also ohne Scheiß, also ich habe das schon so viel Leid empfohlen, weil das ja so ein Erlebnis war. Du sitzt halt da einen ganzen Tag in dem Kino und siehst halt so diese 0815, also nicht 0815, die haben schon so die Daseinsberechtigung, aber du siehst halt immer so das gleiche Schema. Es ist entweder irgendwie eine Dämonengeschichte, es springt halt irgendwas dann auf einmal rein, oder du merkst nach 20 Minuten, okay, die haben anscheinend da kein richtiges Ende gefunden und dann dazwischen kommt auf einmal Drut und es ist da nichts da, wow, leck, was zum Teufel, was habe ich jetzt da gesehen? Ja, danke. Das freut mich auf alle Fälle. Danke für die ganzen lobenden Worte und auch die netten Reviews. Also ich lese mir die sehr gern durch und das geht ja runter wie Öl. Also von dem her, das freut mich natürlich narrisch dass ihr da so ja, lobende Worte immer für mich findet. Das ist sehr schön. Sehr gern. Und vor allem, wie gesagt, das soll ja jetzt auch für die Leute da draußen, wir wollen ja die Leute auch was Gutes tun. Und wie gesagt, an dieser Stelle, wenn es das Herz, schaut sich das an. Also das ist ganz was Besonderes. Macht's das. Florian, wie schaut's denn bei dir aus? Was ist denn das nächste Wolperdinger, der Film? Oder was ist denn das die nächste Gestalt, die du verfilmst? Also lustigerweise habe ich tatsächlich schon mal drüber nachdenken, ob es der Wolperdinger wird, weil geil. aber mir ist nichts Passendes dazu eingefallen irgendwie. Ich habe ein paar Gedanken in meinem Kopf. Das eine ist tatsächlich, weil wir ja schon mehr darauf angeredet haben, dass dieser Krampus-Film Potenzial hat für was Langes. Und Ja. ich habe tatsächlich auch relativ viele Ideen rausgeschnitten, oder nicht geschnitten, aber geschmissen von der Vorproduktion schon, die wo man nur einbauen kann. Und eine Idee schwebt mir so ein bisschen im Kopf rum, dass man diesen Krampus-Film länger macht, aber jetzt nicht länger zirkt wie so ein Kaugummi, sondern dass man da noch mehr Sachen füttert, also mit mehr Sagengestalten, aber beim Xaver bleibt. Also da habe ich schon so, der Film existiert schon so ein bisschen in meinem Kopf, und der da dann, wie gesagt, nur ein paar mehr Sagengestalten vom bayerischen Winter vor allem oder von der bayerischen Winterlandschaft beleuchten. Genau, aber ist noch nix irgendwie ja, so wahnsinnig spruchreif. Aber das ist zumindest eine Idee, die ich habe. Eine andere Idee für einen Kurzfilm war so ein bisschen über den Pfingstel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe ihn bis vor ein paar Wochen auch nicht kennt. Ich habe mir von meiner Heimat, vom Rottal Inn, einen Kunst- und Kulturreiseführer geholt. Und habe so ein bisschen durchgeblättert, weil ich mir gedacht habe, in den Pfingstferien schaue ich mir meine eigene Heimat noch so ein bisschen an. Und dann bin ich auf den Pfingstel gestoßen. Das ist so ein das ist anscheinend in irgendeiner Gemeinde, verkleidet sie eine Person als Baum, als Pfingstbaum und geht dann von Haus zu Haus und sammelt Geld. Und genau, Natürlich. Oder Erstgeborene. Wahlweise. Und dann wird halt noch gesoffen oder so wahrscheinlich, aber genau. Ja. Ja, das ist eine bayerische Sage, natürlich wird gesoffen. Ja. Okay. Ja. Auf jeden Fall, Krampus länger machen hat definitiv Potenzial. Also ich glaube, auch nach hinten raus.
Weil ich hätte mich da schon drauf gefreut, was passiert jetzt, wenn die da weitergehen. Also ich versuche mir jetzt auch wieder kryptisch auszudrücken, damit man hier nicht auch wieder viel spoilert. Meine Frage wäre jetzt aber eine andere, und zwar, Dude ist ja 2023 rausgekommen. Mhm. Und Krampus jetzt von der Weltpremiere her dieses Jahr, also du warst letztes Jahr wahrscheinlich schon fertig. Mhm. Genau. Wie lange hat da die Produktion denn gedauert? Das ist immer so wahnsinnig schwer zum sagen, weil wie gesagt, ich arbeite ja Vollzeit was anderes und da ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich sitze mir jetzt an den Schreibtisch hier und schreibe das Ding runter und dann begebe ich mich sofort in die Vorproduktion und dann in die Produktion und so weiter, sondern das dauert einfach so und es geht peu à peu. Also wir haben ja letztes Jahr 2025 im März haben wir den Film gedreht. Anfang März war das für, ich glaube, 5 oder 6 Drehtage haben wir da gehabt. Und ich habe mit der Vorproduktion im August angefangen. Und das Ding habe ich runtergeschrieben Anfang 2024 müsste das dann gewesen sein. Genau. Weil ich im Dezember, das weiß ich noch, den amerikanischen Krampus gesehen habe. Und dann haben wir gedacht, ja, okay, aber warum gibt es keinen Deutschen? Und dann haben wir gedacht, dann nehme ich mich dem mal an. Und dann sind so die ersten Ideen gekommen und dann habe ich mit meinem Vater noch mit zusammengesessen und habe ihm da ein bisschen was erzählt und ich habe dann auch ein bisschen was von meinem Opa erzählt und vom Krampus und so weiter. Dann den ersten Draft, bla bla bla. Und dann ist das Ding gestanden und dann ab August habe ich dann mit Location Scouting angefangen, Museum habe ich angefragt. Und dann, ich schätze so ab Weihnachtsferien, also Anfang Januar, also Ende der Weihnachtsferien, Anfang Januar bis Faschingsferien, Anfang März war die komplette Vorproduktion. Da haben wir teilweise fast jeden Tag, also mein Kameramann, mein Lichtmensch und ich, haben wir uns zusammengerufen und dann nach der Arbeit nochmal sind wir die ganzen Drehplan durchgegangen und haben den Drehplan geschrieben erst einmal, sind die Shotlist durchgegangen, haben gesagt, okay, wie muss es beleuchtet werden, wo müssen die Lights stehen und so weiter. Und dann ist es recht flüssig dann mit der Produktion dann übergegangen, genau. Und dann kommt ja noch die Nachproduktion, also die Post-Production, die ich auch fast komplett allein gemacht habe. Also ich schneide meine Dinge eigentlich immer selber. Und das hat dann bis ungefähr Oktober dauert, wo ich die erste Version fertig gehabt habe. Also die erste richtige Version. Und dann habe ich den Film nochmal 500 Mal gerendert, weil ich immer irgendwas gefunden habe, irgendeine Kleinigkeit, die wo keinen auffällt, außer mir. Und dann, ich glaube, jetzt, wenn ich mir nochmal anschauen darf, müsste ich den wahrscheinlich nochmal rendern, weil irgendeine Lautstärke nicht passt oder so. Und genau, von dem her. Aber das ist auch dein Weit, gell? Da bist du, da lachst du. Ich kann es verstehen. Ich kann's verstehen. Wenn bei uns nicht immer dieser Druck da wäre, dass jede Woche eine neue Folge rauskommt, da wahrscheinlich auch nie was rauskommen dann. Und ein ganz wichtiger Prozess war eben auch noch mit dem Lukas die Musik. Also wir haben dann am September war es, glaube ich, Lukas, oder Ende August, Anfang September, wo wir dann so 2 Wochen lang, glaube ich, an der Musik. Nein, ich glaube, ein Monat war es. Oder du kannst noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ja, also ich hatte schon vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich quasi jetzt bei Krampus eingestiegen bin mit dem richtigen Komponieren, wo schon der Picture Log fertig war, also wo du schon alles so vom Rhythmus her ungefähr wusstest. Und ich glaube, das waren, also kannst du dich auch korrigieren, aber ich glaube, es waren dann so 7, 8 Wochen komponieren und immer hin und her schicken und neue Versionen ausprobieren. Und ich hatte auch schon so ein bisschen erzählt, eigentlich bei Krampus und bei Dude war es dann auch bei uns schon so, dass wir eigentlich beim Drehbuch schon so ein bisschen angefangen haben, oder? Zusammenzuarbeiten. Also, dass wir uns so dann Sachen hin und her geschickt haben und so Playlists erstellt haben oder irgendwie so Songs hin und her geschickt haben. Deswegen, genau. Aber so richtig fängt die Arbeit dann an, wenn der Film fertig ist, würde ich sagen. Ja. Ja. Wie ist denn das eigentlich in Frankfurt? Ja. Mit diesen ganzen Sagen, Monstern und diesem Krampus und Ruth und so. Ist es da ein Begriff? Gibt es irgendwelche Frankfurter Fabelwesen, wo du sagst, hey, das wäre eigentlich mal was für ein Flo? Also ich habe auch schon so ein bisschen hier rumgefragt und ich würde sagen, ein paar Leute kennen tatsächlich den Krampus, aber auf jeden Fall nicht alle. Also ich würde mal sagen, so einer von 4 vielleicht.
deswegen war ich auch überrascht, weil ich kannte den schon vorher durch den amerikanischen Film eben und auch so ein bisschen die Sage, klar, aber ja, so richtig den Mythos habe ich durch den bayerischen Mythos durch Florian, glaube ich, kennengelernt näher. Und ja, hier sind ja dann die Gebrüder Grimm, glaube ich, in der Nähe mit gewesen. Deswegen, also auf jeden Fall, das ist hier, glaube ich, mehr so dann das Thema mit den Sagen und Märchen, was hier halt sehr bekannt ist. Aber genau, ich glaube, in Bayern sind mehr so Horrorsagen und Geschichten bekannt geworden. Kann es sein, dass es eher so ein Thema da ist? Alles. Irgendwie alles, schon, ja. alles, Es macht so den alles, Eindruck. alles, was Kinder davon abhält, eigentlich irgendwas, was Spaß macht, zu tun, Ja, das wird eingesetzt. Und da wird sofort ein Monster erfunden, das dann Shell aber beißt, wenn du irgendeinen Krampf machst. Da. Genau. ja, genau. Lukas, arbeitest du momentan an irgendeinem Projekt? Bist du an was Spannendem dran? Ja, ich arbeite momentan an einem Science-Fiction-Noir-Thriller. Also so ein Abschlussfilm, auch hier aus der Gegend, der hier entstanden ist. Ich würde sagen, er hat Horror- oder Thriller-Elemente, aber ja, geht so ein bisschen in Richtung Blade Runner. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, mal so mit Synthesizern zu arbeiten und mal so ein ganz anderes Genre auszuprobieren, genau. Cool. Cool. Ja. Sehr schön. Was ich mir jetzt auch schon gefragt habe, nachdem ich ja jetzt die Kurzfilme von dir gesehen habe, Florian, was muss denn passieren, dass du sagst, ja, das mit dem Lehrer ist schön gut, aber vielleicht lasse ich das jetzt dann doch mal auslaufen und kümmere mich nur noch um meine Filme? Weil wenn 824 anruft, dann muss ich am Start sein. Also wenn die wirklich anrufen, dann war der Punkt erreicht, glaube ich. Aber also das ist tatsächlich also eine Frage, die wo ich mir natürlich auch schon während des Studiums gestellt habe und so weiter. Und bei mir schlagen schon so zwei Herzen. Also es ist jetzt halt nicht so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt halt Lehrer, weil ich Lehrer sein muss, sondern weil ich das auch mag und mir das auch Spaß macht. Ich habe es tatsächlich mal probiert, weil ich habe das Referendariat im Februar angefangen und habe dann im Februar aufgehört, nach 2 Jahren. Und dann habe ich noch ein halbes Jahr Zeit gehabt. Und dann habe ich da das so ein bisschen probiert, sag jetzt einmal so werbefilmmäßig was zu machen. Und das hat nicht so ganz hingehauen, weil ich auch irgendwo gemerkt habe in mir, dass mir das nicht so viel Spaß macht, wenn ich nicht nur meine eigenen Projekte, beziehungsweise auch so Musikvideos und so weiter, das ist was anderes, das macht mir total viel Spaß, aber so Werbefilme und da muss man 1000-mal umeinander reden und Kompromisse schließen, was auch in Ordnung ist eh klar, aber das war irgendwie nicht so meins und außerdem, was mir überhaupt nicht taugt hat, war so diese Unsicherheit, dass du nicht jeden Monat dieses feste Gehalt kriegst auf dein Konto. Und ich bin so ein Mensch, ich brauche so eine Sicherheit einfach. Und die gibt mir dieser Lehrberuf total. Der gibt mir diese Sicherheit, diese Struktur, diese feste. Und dieses Filme machen gibt mir dann wieder einen kreativen Output. Das ist so ein bisschen mein Ventil. Und beides miteinander vereint, finde ich eigentlich ganz, ganz cool. Also so läuft's eigentlich. Aber ich sage jetzt einmal, für alle A24-Produzenten, die wo da jetzt zuhören, die dürfen Für natürlich einige sind das. anklopfen bei mir und da darf ich jetzt nicht nachsagen. So Und wenn es jetzt Netflix ist, die dann sagen, ja, wie war's mit einer bayerischen Version von Stranger Things? Oh, leck. da war ja dabei. Voll gut. Ja. Ich sag da nicht nach. Bei Viva la Movilusion habt ihr es zuerst gehört, Freunde. Ja, auch hier Netflix-Produzenten. Ja, wir wissen ja, wer ihr seid. Ja, Ja, sehr es ist schön. Es ist tatsächlich schon öfter vorkommen, dass wir in dem Podcast Dinge gepitcht haben, die dann tatsächlich ein paar Monate später rausgekommen sind. Deswegen vermuten wir, dass hier ständig irgendwelche Produzenten zuhören. Also es schadet nicht, drüber zu reden. Sehr Gott sei gut. Dank gibt es Fraktus 2 noch nicht. Ja, das ist eine andere Geschichte. Voller Missverständnisse. Ja. Ja, sehr schön. Was jetzt vielleicht schon auch noch interessant ist, das würde mich von euch beiden interessieren. Was sind denn so eure Lieblingsfilme? Also wo ihr echt sagt, das sind Filme, das könnt ihr einfach immer schauen und das ist für euch dann auch so ein Stück weit Inspiration. Ich meine, Florian, du hast ja auch schon The Witch vorhin gesagt, aber vielleicht gibt es dann schon noch mal irgendwie was anderes.
Ja, also da gibt's schon noch ein paar. Also in meine Letterboxd Top 4, habe ich jetzt gerade nachschauen müssen, habe ich The Witch als Nummer 1 drin hat. Aber natürlich The Wicker Man habe ich vorhin schon gesagt, weil der mich so auf diese Fährte gelockt hat. Das ist jetzt eher jetzt halt nicht was, also der beeinflusst mich jetzt halt nicht im Sinne von, keine Ahnung, die Machart oder so, sondern einfach vom Thema her. Dann andere Lieblingsfilme von mir ist Donnie Darko und Gammo von Harmony Korine. Den finde ich brutal geil, weil der einfach so ein komplett anderer Film ist. Und After Sun von Charlotte Wells. Den konnte ich nicht mehr anschauen, den habe ich einmal angeschaut. Und ich habe den ganzen Film durchgewarnt und 20 Minuten danach, also ohne Scheiß, 20 Minuten danach auch noch durchgewarnt. Also deshalb, es hat mich kein Film bisher so berührt wie den. Und deswegen steht er jetzt auch nicht auf meiner Favorite, beim Top 4 Dings, weil ich den einfach auch nicht mehr anschauen kann. Also, weil ich weiß nicht, der erweckt irgendwas in mir, das ist echt brutal. Ansonsten kann ich vielleicht nur so ein paar Regisseure nennen, die wo mich persönlich beeinflusst haben in meinem filmischen Stil. Also das war einmal natürlich Robert Eggers, habe ich eh schon vorhin gesagt. Dann auch noch Denis Villeneuve ist einer von meinen Lieblingsregisseure, den verfolge ich schon seit einem von seinen ersten Filme, also seine ersten gescheiten Filme. Weil, was ich bei dem so toll finde, ist, dass der so ein bisschen einerseits den Mainstream bedient, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen Arthouse. Also er fährt so ein bisschen eine ruhige Schiene, aber doch mit Gewalt. Der verbindet die zwei so. Also der schlagt so eine ganz schöne Brücke. Und seine Filme sind so wahnsinnig intensiv, das finde ich so toll. Wen ich auch noch ganz gern mag, ist Park Chan-wook. Das ist ein koreanischer Filmemacher, den kennt ihr bestimmt mit Oldboy, Lady Vengeance und so weiter. Und ich finde ihn so cool, weil der manchmal so überaus theatralisch ist und sein Musikeinsatz gefällt mir wahnsinnig. Also der benutzt die Musik, um Sachen zu überhöhen schon fast, um Gefühle zu überhöhen. Und das benutze ich auch manchmal in meine Filme. Also ich benutze Musik, ist für mich ein wahnsinnig gutes Stilmittel, um Sachen, Gefühle noch ein bisschen mehr voranzuschieben. Das finde ich ganz cool. Und ansonsten, ja, so Michael Haneke mag ich total gern, Ulrich Seidel mag ich auch super gern. Oder einen japanischen Filmemacher, Kore Eda heißt der macht ganz sensible Filme. Da geht es meistens so um Familienbeziehungen. Aber was ich an dem so gern mag, ist, dass der eigentlich on paper, wenn du die Sachen, die Summary durchliest, ist das eigentlich ein langweiliger Film und da passiert eigentlich immer eher wenig, aber es passiert trotzdem so fei und es ist nie langweilig und ich weiß nicht, wie er das hinkriegt. Also der Mann ist für mich ein Rätsel, aber ich finde es total cool. Und, also jetzt komme ich vom Reden nicht mehr raus, die beiden japanischen Kurosawas, also einmal Akira Kurosawa mag ich total gern, also ich liebe es, so alte Samurai-Filme. Super, ja. Vor allem, weil der dieses Framing so brutal geil drauf hat und dieses Staging, wo er die Light platziert und so weiter. Und der andere Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa, der macht so Horrorfilme wie Puls und zwar die anderen Cure heißt der andere und noch andere, die wo ganz cool sind. Und der der hat eine ganz eigene bedrückende Stimmung immer in seine Filme und das fasziniert mich. Und das ist immer so ein Mischmasch. Also ich weiß auch immer nicht ganz, wie die mich jetzt inspirieren, aber ich habe so das Gefühl, dass die mich irgendwie inspirieren und sie so eingemogelt haben in mein Gehirn und dann auch in meine filmische Sprache. Und genau, das sind jetzt so ein paar. Sehr schön. Also krass. Wow. Ich hab mit der kürzeren Antwort tatsächlich Sorry. gerechnet. Aber also Lukas, du musst es jetzt einfach übertreffen. Ja, ich wollte Unbedingt. gerade schon sagen, eigentlich bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, oder? Also, ich wollte tatsächlich auch After Sun nehmen, hatte ich mir gerade so überlegt, weil mich der auch so also so sehr berührt hat, sage ich mal. Und in dieselbe Kategorie würde ich sagen Close von Lucas Stone. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber den fand ich auch super schön. Und was so Mainstream-Filme angeht, sage ich halt immer, also wenn mich jemand auf der Straße anspricht, was ist dein Lieblingsfilm, würde ich, glaube ich, immer Django Unchained oder Interstellar nehmen. Also klar, so Christopher Nolan und Tarantino kann man eigentlich immer nehmen. Aber trotzdem, ja, ich würde jetzt auch gerne noch einen Horrorfilm sagen und dann, ja, würde ich, glaube ich, tatsächlich das Original von Nosferatu nehmen. Oh.
so jetzt im Studium hatten wir immer sehr viel Filmgeschichte auch als Fach. Und da haben wir diese ganzen alten deutschen Expressionismus-Sachen geguckt. Und tatsächlich muss ich sagen, ich finde den alten, gut, jetzt nicht gruseliger als den neuen von Robert Eggers, aber da gab es dann ja noch ein Remake oder so. Aber ich finde den alten schon noch ziemlich gruselig, wenn man ihn heute anguckt. Und der ist ja jetzt schon 100 Jahre oder so alt, also... Ich finde den auch unheimlicher, wie das Ja, Remake. unheimlich, Muss ich genau. echt sagen. Ja, Also man erschreckt sich nicht so richtig, aber man ist die ganze Zeit so, ja, ich wäre jetzt nicht gern alleine im Dunkeln zu Hause und das muss ein Film auch erstmal schaffen, deswegen würde ich den jetzt noch mit reinnehmen. die Filme aus der Zeit haben was. Ich habe vor kurzem Hexan gesehen. Und da ist auch so, also das ist ganz, ganz seltsam. Also der macht mir keine Angst, aber das ist also ein Film, der verbreitet also eine ganz unheimliche Stimmung. Also das ist schon Wahnsinn, was die zu der Zeit da schon für Filme gemacht haben, was die schon erzeugen haben können an Stimmung. Ja, voll. Ja, bei Nosferatu, da liegt es ja an dem, dass der Originalfilm ja Dokumentation ist. Über den Max, wie heißt der? Max Schreck oder so, oder? Max Schreck, ja. Ja, genau. Ja, Stimmt. Der war ein echter Vampir, ne? ja genau. Ja. Ich hab nur einen vergessen, einen Filmemacher, den muss ich unbedingt noch sagen. Werner fucking Herzog. Ich liebe seine Filme. Also das ist wirklich, also seine Philosophie. Ich war mal da gibt's eine kleine Anekdote. Ich war mal Jurymitglied bei der bayerischen Jufinale und da habe ich mich mit einem unterhalten, der einen Werner Herzog schon mal in echt getroffen hat und mit dem auch schon mal geredet habe. Und der hat mir dann erzählt, dass der Werner Herzog anscheinend ja so ein bisschen arroganter Typ ist und da sind dann ihm so, sag ich mal, er war ein bisschen starstruck zuerst, aber dann hat er sich gedacht, Alter, was ist denn das für einer? Und das hat mich so ein bisschen enttäuscht, weil ich den schon so ein bisschen verehre, muss ich sagen. Genau. Übrigens, Werner Herzog hat auch einen Nosferatu-Film gemacht, der auch sehr cool ist. Aber Ja. Genau. Ja. Klaus Kinski. Ja, natürlich. Das ist der Film mit dem Klaus Kinski mit Ratten en masse, wo ich mir denke, oh Gott, wie kann man das nur machen? Ja. Furchtbare Szenen. Haha. diese langen Fingernägel sind auch ganz schlimm, diese langen Fingerkuppen von Klaus Kinski irgendwie. Ja. Ja. Schön. Gut, also ich habe soweit keine Fragen mehr. Michael, wie schaut's aus? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ich bin befriedigt. Sehr schön. Ja, also vielen Dank, dass ihr beide bei uns im Podcast wart. Es war uns ein inneres Blumenpflücken und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was das nächste Filmprojekt ist. Höchstwahrscheinlich natürlich wieder mit den Sounds vom Lukas. Yes. Ja. Sehr gerne. Und natürlich, wenn's die Viva la Movie Illusion Story werden soll. Corbin, Also das wir wird lassen- nix. Das Wir wird lassen nix. uns natürlich überreden. Das muss natürlich wieder ähnliches Niveau dann werden. Ich habe vorhin gelogen. Wir wären da. Sehr gut. Sehr gut. Vielen, vielen herzlichen Dank auch für die Plattform, die ihr uns da geboten habt und dass wir mir da eingeladen worden sind zu dem besten Podcast der Welt. Und, und ich möchte kurz auch noch die Plattform kurz nutzen, weil diese Filme zu machen, als Independent-Filmemacher, ist nur möglich, wenn ganz viele Leute zusammenhelfen. Und jetzt einfach nur an das Publikum raus, falls jemand irgendwie was Cooles kann oder mal Bock hat, irgendwie als Statist mitzuwirken oder irgendwie, weiß nicht, sein Haus anbietet oder dass man da filmen kann oder übernachten kann oder wenn ihr irgendwie eine besondere Fähigkeit habt oder so. Egal was ihr kennt und auf was ihr Bock habt, schreibt uns einmal an, weil vielleicht kommen wir dann in 1, 2, 5, 10, 15 Jahren auf euch zurück. Und das ist jetzt gerade also der Plan von mir. Ja, das dauert alles bei mir immer ein bisschen. Das ist auch der Plan von dieser Niederbayern-Tour dann tatsächlich beim Krampus, dass ich die Leute sage, okay, hey, wenn ihr Bock habt, da irgendwann einmal mitzumachen oder irgendwie was Lust habt, irgendwie uns zu unterstützen, jetzt nicht geldlich, also mit Kohle oder so, sondern einfach mit euren Talenten oder mit irgendwas, das ihr zur Verfügung steht, kennt oder mögt, dann sind wir da total offen dafür und da könnt ihr uns jederzeit gern kontaktieren. Und genau, zum Beispiel auf Instagram oder sonst wie. Ja, Sehr schön. Passt.
macht's das gefälligst und wir stellen die Links, die Shownotes rein. Es ist immer gut, wenn man die leider ein bisschen unter Druck setzt und ihnen dann schon einmal sagt, sie müssen das machen. Und ja, nochmal vielen, vielen Dank. Und natürlich ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Schreibt's in die Kommentare, wie ihr zum einen die Folge natürlich gefunden habt und zum anderen, nachdem ihr euch schon den einen oder anderen Kurzfilm vom Florian Ecker reingezogen habt, was ihr auch dazu sagt. Und vielleicht auch mit ein paar Tipps, was wären mögliche Monster und Sagen, die der Flo als nächstes verfilmen könnte. Das ist gut, ja. Und somit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Servus und Habidere. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Ciao. Tschüss, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank euch.